Ja, aber hier ist die erfolgreichste Spielerin bis jetzt bei der Deutschen Meisterschaft. Monia, zunächst herzlichen Glückwunsch. Dreimal Viertelfinale. Freust du dich richtig, oder? Ja, vielen Dank. War ein schönes Spiel, hat es nichts, war das erste Viertelfinale, war anstrengend, aber schön, dass wir mal auch gegen höher gesetzte gewonnen haben. Wenn man nun 3 Viertelfinalspiele vor der Brust hat, wie ist das? Setzt man dann Prioritäten? Ja, natürlich schon, und das ist natürlich auch immer, man hofft natürlich doch, jetzt hat man dreimal die Chance, einmal ins Halbfinale zu kommen oder natürlich dreimal ins Halbfinale, aber der Traum wäre es natürlich, das einmal zu schaffen. Es wären 3 harte Spiele, aber man setzt schon auch Prioritäten. Es kommt ja im Internet nachher keiner zu, also du kannst mir jetzt hier sozusagen völlig die Wahrheit sagen. Wo ist denn die Hauptpriorität? Wo kann man das Halbfinale knacken? Ich denke, die meisten realistischen Chancen sind im Damendoppel gegen Claudia Kindermann, aber ja, muss man auch erstmal gewinnen. Ich denke mir, der Jens, der hat sich ja schon noch ein bisschen geschont, der wird auch im Mix noch mal richtig Gas geben, nicht? Wie ist das eigentlich mit dem Partner zusammenspielen? Viele sagen, das soll man auf keinen Fall tun, ihr seid sehr erfolgreich. Ja, es ist auf jeden Fall eine andere Situation, als wenn man mit einem neutralen, sag ich mal, Partner spielt. Es sind halt immer noch andere Emotionen dabei, aber bei uns klappt es zum Glück gut. Ja, meine Damen und Herren, wir wünschen dir Monia ganz viel Glück morgen, dass dein Traum von der Medaille in Erfüllung geht. Und allen anderen Zuschauern an den Bildschirmen, wir würden uns freuen, wenn Sie morgen ab 10 Uhr bei Monia wieder dabei sind. Vielen Dank und einen schönen Abend.